Guten Abend bei Dickrich TV. Haut gucken wir für einmal ein bisschen über die Grenze von Dickrich raus. Und dafür sind wir heute zu Gilstreff an dem neuen Gebäude von der Ackerbauschule, dem Lycée Technique Agricole. Für genau 3 Jahre ist die Ackerbauschule von Ettelbruck auf Gilstreff geplündert. Ein supermodernes Gebäude, nicht weit weg von der Natur, wo alle Möglichkeiten geboten sind, für Leute auszubilden, die wollen Landschaft oder mit Blumen gestalten, Essen produzieren oder Maschinen bauen, die können für all das angesagt gehen. An der Zwischenzeit geht am LTA auch sogar BTS zur Ausbildung vom technischen Berater Begleiter im Umweltbereich angeboten. Er geht eben Vorsicht, mit der Zeit zu gehen. Da war es nicht recht, mit einem neuen Gebäude kommen, wie mir den Direktor Tom Dallas versichert. Er geht an alle Formationen zeitgemäß geschafft gehen. Permakultur, Vertical Gardening, das steht noch nicht im Programm. Ist das noch viel gesehen oder ist das zu viel spezifisch? Was man so Permakultur ist schon ganz spezifisch. Also wir haben keine Dinge, wo eine Ausbildung in dem Bereich gemacht wird. Aber verschiedene Elemente von der Permakultur gehen zum Beispiel am Gemäßbau bei den Leuten mit angebaut. Vertical Gardening oder Vertical Farming ist ein spezielles Thema, wo wir immer Diskussionen darüber haben. Ich merke noch bei einem theoretischen Plan, zum Beispiel der Gemäßgärtner so Sachen gemacht. An der Praxis also so, Vertical Farming, Vertical Gardening ist nicht kompatibel mit Bio-Richtlinien. Und da ist ein Problem, zum Beispiel der Gemäßbau, wo wir sind da mehr wie 10 Jahre komplett offiziell auf Bio umgestellt. Und da können wir nicht gleichzeitig so etwas machen, was nicht an den Richtlinien ist. Außen da ist für mich auch immer, die Politik soll do eine klare Decision holen. Einerseits schwätzt man von 100% Biolandwirtschaft bis 2050. Und da schwätzt man auch von so Vertical Farming oder auch anderen so Methoden, Hydroponie, Aquaponie. Und die sind nicht kompatibel mit den Bio-Richtlinien. Also geht das nicht. Da muss gesagt, wie das will man. Will man wirklich 100% verdient oder sich mal einfach verschiedene Alternativen kombinieren. So für uns ist im Moment in der Praxis ist es schwierig, weil man gerade im Gemäßbau, wo das üblicher oder wo das ein bisschen mehr ist, nicht dass man das in anderen Umbaumethoden kombinieren, wenn man da nicht richtig rauskommen. Angebaut wird auf den Demo Versuchsfelder. Eigentlich sind es schon seit der Gründung von der Schule für über 140 Jahre echt für sich gehen an den Bauernbetrieben. Heute konzentriert sich vieles zu Bettendorf an der Annex vom Lycée, die seit 15 Jahren besteht, auf in der Zwischenzeit ein 25 Hektar Ackerbauland zur Verfügung stehen, für sowohl die Schüler zu enseignieren wie auch für sich zu machen. Unter anderem für Ende Bauern können zu weisen, wie noch in immer mehr schwere Konditionen weiter hochwertige Nahrung produzieren kann. Wir stellen heute ganz oft fest mit den Alternativen, die wir heute probiert haben, auch schon im Site, auch an anderen Versichern, die wir angelöst haben, wo wir verschiedene Projekte der Recherche auch ganz aktiv waren, dass wir ganz oft als Landwirtschaft fertig bringen, für die Produktion für unser Haustier zu machen, aber dann hapert es unter Verarbeitung. An Vermarktung haben drun als ganz oft problematisch. Ich gebe ein Beispiel: Wir haben Ölein ugepflanzt, was ein ganz interessante Ölpflanze ist, die mit ganz wenig Input auch eins geht. Das als Alternativ zum Rapsanbau. Wir haben fertig gebracht, für gute Qualitäten zu kreieren. Wir haben konnten am Anfang Preise nicht mehr gehalten für die Vermarktung, sodass die Rentabilität von der Kultur geleden huet an dat man dun am Anfang die Sache empfahlen gelöst hun. Für rund 10 Jahre hat der Lycée auch zu Bettendorf angefangen, eigen Saatgut herzustellen. Unter 3 Jahren ist den LTA zertifizierten Saatgutproduzent. Sie pflanzen 1 bis 2 Sorten Kürbis, Zuckermais, Rommeln, Basilikum, Konkombren, man böt so daraus zu wannen und zu verkaufen. Das ganze Land kann damit voll nicht aufgedeckt gehen, aber was produziert wird, Landumen bei den professionellen Gärtner zu Lützeburg, die damit gestärkt gehen. Das ist ganz aufwendig, Saatgut zu produzieren. Das fordert ganz viel Wissen. Das ist ganz anderes wie Gemäße produzieren. Das ist wie spannend. Löserlos kriegen immer mehr Kollegen, die so, ich würde das doch ganz gerne probieren. Und auch im professionellen Bereich Leute, die so, ich will mich drin und ich baue mein Saatgut selber einfach für die Unabhängigkeit von den großen Saatgutfirmen zu kriegen.
Natürlich soll an der Ackerbauschule auch geleiert gehen. Minimum einmal an der Woche kommen Schüler für 4 Stunden raus auf Felder, für auf den 10 Hektar Schülerparzellen zu plouen, zu säen, zu düngen und mechanisch Unkrautbekämpfung zu machen. Hier können sie auch surveillieren, wie die verschiedenen Sorten für sich zu stehen, was für Sorten geht zum Beispiel am besten gehen, und das mit so Mann wie möglich chemische Pflanzenschutzmittel. Dafür kriegen sie von den Lützeburger Maschinenhändler all Jahr die neuesten Maschinen und Traktoren für immer technisch letzten Stand zu sein. Neben den 1500 Testparzellen zu Bettendorf gehen doch am ganzen Land so Standort Sorten für sich bei den Betrieben, die das Sorten weiter verschaffen, für zu sehen, wie ein Art sich am besten für den Standort eignet. Am Norden ass was mi Wasser am Boden, dats was Mikali verwandt. Am Süden ich dann am Freier schon dresche gëtt, da muss an Zochtefäich sinn, die dreschen besser verdrinn. Da gëtt an verschiedene Standorte am Land die Insel Zochte geprüft und da könnt all ja eng Zochte löscht raus, eng national Zochte löscht, wo dann die Insel Zochten fir die Inselstandorte da rekommandiert, Land rekommandiert wird. Für all das für sich geht zum größten Teil mit nationalen Organisationen oder ausländischen Unien und Forschungsinstituten zusammen geschafft. Die Liste seit allgemein eine große Bedeutung daran, für auch mit der außerschulischen Welt zu kooperieren. Sie wird mit der Natur- und Buschverwaltung, mit der die Schule zusammen Busch zu Bettendorf verwaltet oder zum Beispiel an der Mechatronikerausbildung. Als Mechanistin gucken als Mechatroniker, die haben für ein paar Jahre ein Projekt angefangen, das noch nicht ganz aufgeschlossen ist, wo sie mit Unternehmen zusammen, auch mit der Unterstützung von Unternehmen, aber auch mit der Unterstützung von unserem Ministerium, einen pädagogischen Anhänger aufbauen für Kamion, den so in Europa noch nicht gibt. Aber die Firma selber eben mit dabei ist, für zu gucken, wie machen wir das, wenn ein Kamion lauter verschiedene Systeme hat, weil sie selber noch kennen, so ein kleines Modell, aber hier soll eine reale Größe gemacht werden. Und wir probieren immer mit dem Beruf zusammen zu schaffen. Am Land, national, aber auch an internationale Projekte sind wir mit dran. Wir haben ganz paar die Interreg-Projekte in den letzten Jahren gemacht. Wir haben sogar in Horizont 2020, was noch so vom Umfang her viel mehr etwas Großes ist. Und für mich ist das wichtig, für das die Senioren da auch immer up-to-date bleiben. Weil wenn sie ein Projekt schaffen, haben sie Kontakt mit der Berufswelt, so Kontakt mit den Unien und sie bleiben automatisch immer bei dem, wie der Moment die Entwicklung weitergeht. Und da können wir da doch ganz sehr noch immer neues Programme an der Schule mitarbeiten. Für allem aber kann auch die Außenwelt von all dem profitieren, was dann Zusammenarbeit mit den Akteuren Terrain ausprobiert oder ausgeschafft wird. Ob an der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, dem Gartenbau, dem Maschinenbau oder den Naturwissenschaften, die Schüler, die aus diesem Lycée herauskommen, wissen, wie sich ihr Berufsfeld präsentiert und können mithelfen, das zum Positiven zu gestalten. Dann aber nächstes op die Kirche selber, wo den Amment auch probiert wird, kulturell neu zu gehen. So, als du aus dem langjährigen Hirschfest, Schingen nur mit ich gehen. Und wie das beim Publikum kommst, für das rauszufinden, waren wir bislang gucken. Den neue Präsident und den neue Vizepräsident vom Syndikat Initiativen der Stadt Dickrich neue Impulse geben. Dafür gibt es ja für einmal kein Hirschfest, dafür aber Schingen um den Tisch auf der neu aménagierten Bäschplatz. Ob der hat übrigens auch am Anfang Hirschfest stattfand. Ein Neidfest rund um ein Konzert. Die Idee kommt sich ganz spontan. Wir hatten den Hirschfest ja schon jahrelang organisiert. Mit Hirschfest hat sich immer mehr Success, muss ich sagen. Und ja, du meinst, das wäre dann zu probieren. Wir wollten auch von der schönen Platz profitieren. Und so, wir hatten das Jahr mal Chance mal wieder. Und ja, dann machen wir das kleine Fest. Mit einer flotte Band, wieder stimmt, sind viele Leute hier. Ich meine, wir hatten aber eine gute Idee. Neben der Musik von Profen aus dem Conservatoire du Nord gouf auch Animation für die Kanner, ein anderem ein flotten Atelier vom Geschichtsmuseum und dort also Pappendach natürlich besonders gut gekommen. Ein kleines Fest wohl, aber ein, dass die da waren, so richtig genossen. Das ist ein super Fest, die Menschen für die Kammer, das schön wird dort, das ist einfach ein bisschen ähnlich wie Hirschfest, das ist nicht abgezogen, aber top organisiert vom neuen Komitee vom Syndikat. Super. On s'amuse, on a de la bonne bière, hein, il fait beau. Ich finde es toll.
Warum? Ja, es ist unterhaltsam, Sonne, schönes Wetter. Ich mein, könnt ganz gut tun, das ganz klein, das ganz live, das auch das, was das soll sein. Muss nicht immer ein riesiges Fest sein. Ich meine, die wird gleich bei einem Parkfest bei uns oder beim Kids Day am Park. Da ist riesig groß gewirrscht. Also machen wir mal etwas bisschen mehr Kleines, für die Leute bei ihnen kommen, ein paar trinken, mal nicht können schwätzen, Musik lauschen. Voilà, ich meine, so Sachen kann ich noch vielleicht mal mehr oft machen, punktuell. Und was auch ganz wichtig ist, Live-Musik an die kriegt. Dass wir eine Band spielen haben, an zusammen haben, durch die Vereine. Die Jungen aus dem Schlechthaus helfen uns, das Konservatoire ist mit einer Band, das Museum ist mit einer Matli. Das fand ich immens schön, dass sie wirklich zusammen geschafft haben. Männer ist dann noch jederin zufrieden, sodass ich damit rechnen kann, dass auch das nächste Jahr eine weitere Schingenummer wird stattfinden, aber vielleicht sogar mehr der Fester. Die neue Kipp vom Syndikat will, dass in Zukunft nicht mehr Konzerne an die Krisch aufgehalten gehen, auf der Baschplatz und noch an der Großgas, wovon auch Touristen profitieren können. Den Tag drauf beim Debriefing am Touristenbüro auf der Liberationsplatz. War schon doch ganz gut fand. Zumal ich mein, man wird immer wirklich hat man Chance durch Pappendach und durch Leute hinwurscht Filme alles war wirklich gut ja das nicht alles perfekt war das die organisiert und muss man eben nächste gucken was man noch in der verbessern war viele Leute bist du gefroht war viele Leute die wirklich extra für die Band kommen für die Konzerte das ist gut zu wissen das wirklich schon ihrem Konzert an die lancieren wirklich Live-Musik auch mal auch bei einer Feste, dass da war Leute interessiert, die bewusst wirklich die Konzerte bekommen, das war gut zu wissen. Ja, ich meine, das fehlt ein bisschen die Leute, die Konzertstimmung an die kriegen. Da muss man auch was schaffen, ja. Ja, genau, effektiv. Wenn etwas Neues lancieren will, braucht eben ein bisschen Zeit, für das auch Gewünschte sich anpassen können. Das gilt auch für den neuen Fotokonkurs, den der Syndikat für den Sommer lanciert hat. Thema: ein Bonjour von Dickrich. Haut lässt die Jury auf Besuch für das Gewinnerfoto zu ermitteln. Der Carlo Blum, Präsident vom Fotoclub, Karin Walter, Direktrice vom Geschichtsmuseum und ich, Kommunikationsresponsabel von der Gemeinde. Es geht schon darum, dass wir eine Postkarte machen. Ich auch das vielleicht ein bisschen am Hinterkopf behalten, dass Postenpartizipants eine Rolle spielen, dass es eine Postkarte gibt, ob es sich dann dafür vielleicht irgend. Voilà, dann will man los, okay? Es sind zwar 19 Fotos nachgeschickt gehen an, aber waren nicht einfach sich zu entscheiden. Viele schöne Fotos waren dabei, man aber hat Kreativitäten einen Unterschied gemacht. Eine Sonnenbrille, den die Aalkirche von Dickrich spiegelt. Überraschend und aber unverkennbar Dickrich. So wird die neue Postkarte vom Syndikat ausgesehen. Gewinnerin ist Veronique Franzen. Die Resonanz war dat die ich keier hat per Foto geschenkt die Fotos sind ganz schön. Wir müssen dann ein paar Jahre probieren zu gucken, ob man da mir eine große Resonanz kriegen. Wir haben große ganz zufrieden am Resultat. Ja. Et kann ihn auf alle Fall gespannt sein, was sie sich nach alles werden auffallen lassen am Syndikat Initiativ für dem kulturellen Leben an Dickrich einen neuen Anstoß zu geben. E Fest, dat all Joch ëmmer am Godo kennt, dat ass Kirmes. Op wann Laurentius Kirmes am Summer méi en gros Bedeutung huet, so ass och Tierchtkirmes. Ëmmer e flotte Rendevous van d'Schulbison ass an net nach e bësselchen warm dobausen ass. Et ass eng ziemlech ausgelose Stimmung op desem Freideschen mitten op der Kloster wéi d'Tierchtkirmes offiziell opgemerket. Eng Kirmes suercht einfach fir gut Launen so gouf wann fir der net erbecht ass. Ein engagierter Bürgermeister muss auch richtig packen. Dafür schneidet Charles Weiler haut nicht nur ein Bändchen durch, wir muss auch noch Schierte schon tun. Die Tarm für die Kirmesouvertüre soll auch geschnitten gehen. Über dem sein nächster Chef ein Flasch für den Wein angegriffen, als hier also für die Schnüppeln zuständig. Ohne Harm, Weiner Koch geht es eben nicht auf einer Kirmes. Alle Kirmes am Norden oder am Süden als gut besicht. Die Leute sind immer froh, wenn die Kirmes da ist. Kirmesse vun enger Woche oder 14 Deeg also oder 10 Deeg, die sind immer ganz gut besicht. Kom jo lo vun der Vale goe, die war joch gut besicht an alles. Also d Leiit sind zufriedenheisting sinn. A Meer och so immer wann kann aber mech op Karussell kommen an sie strahlen enno, dann hun nech alles gut gemet.
Den Damian Pierucci dekenrecht Centrepoior mat zinggem Papschoss regelmäßig op Kirmes zu dekrech, am Sommer am grosse Grillbaron an am Hicht mat dem Plangen. Hier soll des Institution aus der Lützeburger Kirmesfeld emoliver holen. De Joss den hat selber recht 17 Joer man Betrieb ugefangener Konzenter hier och immer nees ger op dekrech, seng zwe themischt wie hier seht. Nee, aber immer Freitainer zu kommen zum Molzei op dickerech. Ich mengen so an der Zeit hat schon am Karavan nach last Joer hat ich min Karavan am Meheit zu dickrech gelieft. Ich muss in Jackkäfe gegangen, sie Louis opgestanden, mein Brotkäfe gegangen, an das Matsch gegangen, und ihre Klammen zu machen, die Kleder kaufen gegangen. Nee, dickrech war immer für mich eng zwei Themen. Eng 13 Kirmessen am Joer machen de Joss an den Damian mat ihrem Stand. Mat Leiwer Seel sind sie bei der Sach, an Dach as mat de Jore mi schwéier ginn fir kënne Präsenze sinn. Ich denke allgemein geht es nicht schwer mit das wie an alle Sektoren. Ich meine, das nicht immer bei uns am Sektor, es sind auch viele Sektoren, wo es nicht schwer geht. Es geht nicht schwer für Leute zu finden, die arbeiten wollen. Es geht nicht schwer für so das ganz zum Laufen zu haben. Ich meine nicht, dass das ein Phänomen ist, speziell für die Kirche oder speziell für unseren Bereich. Das ist echt generell für so alle selbstständigen Bereiche. Ich denke, ein bisschen schwer zu gehen. Muss in Stilweise passen, muss in Solutionen sichern. Ich meine, das ist ein Mädchen. Solutionen sichern, also schon passen. Dës Joer sinn do Riverans och nach gleich 3 Kirmesse bei Negefall, wat et net nie einfach mëcht, net fir neicht gowet déier zu dekrech nëmmen eng 11 Stand. Bei Singeriert huet de Boier Meeser do fir den Dangostoos ginn fir Fleisch de Moleneikonzept an Hiwen zu rufen, och Tierchtfest war 2023 eng échte Keer winster Konkurrenz an andere Gemengen ausgefallen. Emol am Joer gëtt den 3. Alter vun Dickrech so richtig gefeiert op der Journée du Grand Âge an der Ralsiererei. D'Amikal vum 3. Alter Dickrech wëll dummer net nëmmen all die héich Joergang éieren jo allgemeng d'Aarbecht vun der Amikaler firhiewen e besonnech aktive Verein. Vun Aquagym iwwer Pëttern, Kartespillen bis hin zu Visiten haiheem an am Ausland. D'Amikal vum 3. Alter Dickrech bitt vill Ofieslung. Net fir neicht kann es die 370 Membren zielelen, a kann de Club och all Joer op der Journée du Grand Âge soviel Gerstun zeien, déi die kommen sinn noch immer deck zufrieden. Wir sind am 3. Alter eng Freundin an ech, weil mir da iwwer 60 sind und gefällt also dats eng Top-Atmosphäre, Ambiance als Tab und wir sind Froheit zu sein, zu Dickrech am 3. Alter. Mensch gut halt. Also ich habe mich ganz gut mit meinen Freunden alle gehört. Wir fanden die Menschen, die hele Leute zu bewundern, also wie die hier Kadoen kriegen. Also das ist wunderschön, für das heute mitzumachen. Ja. Seid ihr schon wie oft dahin gekommen als die erste Kehr? Weil Gendarme Peras sind. Und das ist ganz schön immer da. Ja. Was gefällt dir da gut in dem Fest? Ich habe im Fest dort noch leider mal gesehen. Wie gefällt dir auf der Journée du Grand Âge? Ja, das ist immer immens. Immens. Das ist gut organisiert, dann klappt alles gut. Und wir haben einen wunderbaren Präsidenten, und ein gutes Komitee. Ja, man kann sich aber nicht so. Ich habe alles gesagt, was ich will. Dirsen. Dirsen. Ja, das ist immer extra. Das ist immer extra, ja. Die Reise ist das wirklich etwas Neues, aber immer zufrieden damit. Als Singeriert huet doch den neue Bäuermeester Charles Weiler die gut Abecht vum Club auf 4 gehowen, awer allgemeng de Wert vum 3. Alter fir Reisgesellschaften erstrach, sinnet dach sie, déi et Wëssen und die jong Generationune kënne weitergin. Die Journée du Grand Âge ist dann noch immer den Tag vom großen Merci. Heiginald Geburtstags kann über 80 gefeiert oder beschenkt. Zu 62 waren sie das Jahr invitiert. Männer konnten da zwar nicht mehr 34 kommen, aber die am Saal waren einfach nicht mehr happy. Wenn geirrt gehen, ich weiß nicht, ob das ein eher als wenn jetzt 80 Jahre oder 85. Das kann eher, tut nehmen Chance, dass er vielleicht in den Verdienst dabei, mir das von allem Chance.
Sie awer Frau haut dabei ze sinn. Ja, ganz froh. Ich bin froh, op Dickrich zu kommen. Wie ich gesagt habe, ich lebe an der Verbannung, weil 50 Jahre sind wir froh, dahinter zu kommen. Ich war an alle Jahre. Also, vielleicht nicht die letzten 10 Jahre, aber viele Welt. Ja, und das Jahr ist es extra, weil wir waren da 80. An domat e Prost op all die glücklich Geburtstagskanner, dass jo die nächsten Jahren nach all können dabei sind. Feste Rendezvous am Manifestationskalender für Kunstliebhaber aus dem Festival de la Gravure. Das Jahr wird es schon für 20. Keier aufgehalten. An der Römer hat die Qualität von dem, was da gewesen wird, nicht aufgehalten. Auch für den 20. Festival de la Gravure konnten es 50 Artisten und Artistinnen aus der ganzen Welt und Land gezogen, für 97 Werke zu Dickrich auszustellen. Die Vielfalt und Qualität von der Gravurekunst, die hier geboten wird, ist dann noch immer nicht überwältigend. Das Festival de la Gravure vom Verein La Palette ist von den Highlights am kulturellen Leben von Dickrich auch für Kunstliebhaber ein absoluter Must. Die Gravure ist ein altes Handwerk, eine alte Kunst, und sie wird noch immer praktiziert. Und haben gar kein Problem für unsere Leute, die interessiert sich für Mathe zu machen, weil wir sind einfach bekannt und die Leute sind begeistert, dafür zu kommen. Palette wurde tatsächlich fertiggebracht, all die Jahre die klassische Gravurekunst zu halten, an einer Zeit, wo ich auf Serigraphie gesagt wird, dem ab man Opfern zu realisieren sind. Ob schon den Trend in einer Richtung weist, wird weiter europäische Qualität gesagt. Mit diesem Festival als für die Member vom Verein zwar immer nicht viel Arbeit verbunden, müssen sie da zum Beispiel als Bilder selber rum, an Dach iwwer weit en immer dat positiv. Wir sind auf jeden Fall ganz stolz, dass wir uns ein Eier, das mit ganz viel Arbeit verbunden mit man sie gern, und wir sind immer ganz stolz, wenn Sachen kommen, wenn wir sie auspacken, das schon viel Fried und ja, wir rumen sie dann an, wir bringen sie hin und dann ist auch Nenker gesagt, alles ganz anders aus, wenn du in den Mauern hängt, alles schon flott. Einzige Bemol bei der Sache, weil das Palette schon so lange geht, fängt viele von den Membern nun nicht mehr als Strapaze zu machen. Sollt ihr also ihren Lust tun, euch am Kunstverein zu engagieren, all Hilfe ist willkommen. Die Geburtstagsedition vom Internationalen Gravure-Festival die dauert übrigens noch bis den 29. Oktober. Der Cover vom Katalog, den ist der von der taiwanesischen Artistin Shulin Chan. Durchaus Weiselosen können sich auch die Werke vom Dickrischer Fotoclub, die alle Jahre am Jährchen an der Allerkirche gewesen gehen. Soll ihr keine Gelegenheit gehabt haben, bis Lunch zu gehen, einer mal ein Detail von der Expo und auch dabei eine kleine Novelle, die sich annonciert. De Rendevous am Dickrischer Fotoclub an der Allerkirche ist ein Must gehen. Vom nächsten Jahr aber soll das Exposition an der Galerie Niewendrun aufgehalten gehen, worüber der Club nicht unglücklich ist. Vierdeel, da brauchen wir nicht alles abzurichten. Ne? Hier müssen wir ein paar noch berichten, Belichtung alles, da haben wir alles auf der Platz. Ne? Das ist der Vierdeel. Etwas steht auf alle Fall fest. Die Qualität vom Fotoclub, die kann sich weisen lassen. An der Expo, die demonstriert können von seinen Membern, wird natürlich dazu beitragen, dass regelmäßig Aufstände neu an auch mal ganz junge Member beistoßen. Wie zum Beispiel Sophie Becker, die sich mit einer analoger Fotoserie präsentiert, die zu Paris entstanden ist. Wen an den Fotoclub geht, der soll aber wissen, dass hier oder hat nicht mit zusammen den Händchen gepackt wird. Da sind wir ja schon Jahre lang am Gangen. Und ich denke noch, die letzten Member, die zu uns gestoßen, die kommen ja auch immer bei uns an Doofen da an. Wir spüren da nicht Kritik. Das kriegt auch jeder zu spüren, dass man so mit der Woche aus, dass man da noch Jahre lang eine ganz qualitativ gute Ausstellung hat.
Dabei fand ich beim Fotoclub ein groß Vielfalt und Motive, Ideen und Techniken rum. Die Expo ist alles anders wie langweilig. Der Vizepräsident vom Club selber möchte am liebsten spontan fotoen. Nach Heilo war hier inspiriert von einem rennerischen Dach am italienischen Städtchen Montemilone. Mein Hintergrund davon ist ein Platz, die ich für 22 Jahre kennengelernt habe durch meine Frau. Und die ich gewusst hingekommen sind, habe ich eigentlich ein Dorf begegnet, was relativ verlassen geht. Ne? Immer mehr Junker gehen fort. Und 20 Jahre das schon hingehen. Und was mir hier gefallen hat, hat die Menschen gerannt. Aber wenn es regnet, da gesagt ihr mal durch Wasser, Spiegelungen, gesagt zum Beispiel Wassertürme, gesagt in Häuser am Pavé zurück. Also ein bisschen Ausnahmesituation für Süditalien. Ne? Das ist auch Süditalien, das Ganze. Die Fotografie hat sich wohl verändert. Ihre Stellenwert aber ist geblieben. An der Expo vom Dickerischer Fotoclub hält es ihn hoch. Er möchte Lust, auch selber zum Fotoapparat zu greifen oder die Fotos, die man am Handy geknipst gehen, nicht einfach verschwinden zu lassen. Eng Minute zurückgeguckt, so hecht ja die neue Rubrik, die mir von Lohn an alle Emissionen wollte präsentieren, aber der geschichtlichen Hintergrund von Gebäude, Monumenten oder Skulpturen erklärt wird. Haut holen wir dafür mit auf die Scheigar von Dickerich. Gar zu Dickerich als Zter 1862 Betrieb an huet durch besser Verbindungen demals einen großen Abschwung für die Industrie bedeutet. Eigentlich war der Plan, dass die Eisenbahn weiter Richtung Norden fuhren und Dickerich ein Eisenbahnzentrum auf der Strecke Lützeburg-Ulfingen soll gehen. Obschon die Autoritäten von Dickerich ganz dafür waren, hat die Lützeburg-Gesellschaft Strecken einmal geändert, sodass es Domain just bei einer Aufzweigung blieb. Der Legende noch, aber hatten die Anwohner sich gegen Bun ausgesperrt, weil sie Gefahr unter den dampfenden Lokomotiven an der Komödie von den Zicht Luft verschmutzen und für Unruhe geben. Zunter hier sollen die Dickericher Dowenst mit sturen Esel vergleicht gehen. Zwischen 1889 und 1948 war die von Dickerich trotzdem die Startstation für die Schmalbahn, die von Dickerich auf Feiern gefahren ist, der sogenannte Benny. Seit 1968 steht auf der Gare ein Monument für 100 Jahre Eisenbahn. Am 2000 gibt es auch eine Bronzeskulptur vom deutschen Skulptor Bonifatius Stirnberg. Dickerich hat ein neues interessantes Geschäft gehabt, das nicht nur neu so geht, sondern auch nach Nachhaltigkeit unterstützt. Heilo mehr über den Lux-Smartphone auf der Liberationsplatz. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes les bienvenus chez Lux Smartphone à Diekirch. C'est un nouveau concept que ça donne trop envie de visiter déjà. Il y a plein de coques, il y a plein de réparations ici. Et surtout, il y a des garanties sur toutes les réparations. Et surtout, on est accueillis très très chaleureux avec beaucoup de sourires chez nous. Et ne vous inquiétez pas, par rapport au prix, on a tout calculé. Il y a le meilleur prix. Déjà pour les réparations, pour le vente, et même il y a des trucs gratuits, c'est la sourire. Je m'appelle Annie, j'ai 21 ans d'expérience dans les réparations, quel que soit électronique, GSM, et PC, ordinateur, et Mac. En fait, on est bien placé à la place de la Libération à Diekirch. On fasse le meilleur café que c'est mes voisins, donc il faut quand même... Hein? On est de nouveau à Diekirch, en espérant que vous passez, nous visitez notre petit magasin. Ah, grâce à vous, on va grandir le magasin, comme ça vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Merci. Die Jungen von Haut sollen realitätsnah edukiert gehen. Auch am Internatschutz Schmidt zu Dickerich probieren sie Juren, die die Schule raus mit dem realen Leben in Kontakt zu bringen. Dafür war für die Wahlen zum Beispiel ein Table Ronde gesucht, wo nicht junge Politiker invitiert waren.
Eng Tableranden ze summenhabecht mam Jugendtrot dese hun Jugend ass der Nordstaatgegent geriecht hat. Sei konnte sie de junkke Kandidaten a Kandidatinnen fir d'Chamberwahlen froe Stellen respektiv fir Gedanken an Ideen zu aktuellen Themen matdeelen. Die Trasse war gross. Rund 100 Junker hatten sech affront. Besonders kritisiert goufen de starke Wurstum am Land wie auch d'Elektroautoen. Die zweite Sache ist Hummer. Op der Welt Hummer echen se Ressourcen dofir. Ech klewe kaum, weil als Erde stirft, mehr fragen se. An da will man nach Regen Bo dem sich go wat noch riverch ass an 100 200 Joer man neich mehr, dats immer ganz am dummer dat nicht koch. Drittens wackeschiet mat den Batterie vun Elektroautoen. Also toll schon Elektroautoen stöcht der Brand wie keine Ahnung war. An Batterie gin du am Endeffekt wie den Nuklearwaste auch einfach mir gehalt. Also schaffen, der soll man gut lesen und kommen bei der Situation. Ich hoffe, man da will noch weiter Politik machen. Also, aber der will zu Zukunftspolitiker gehen. Also hoffen ich auch, dass auch manchmal anscheinend Lesung kommt, dann passt weiter zu schwarze, was die alle weiter so müssen. Aber merci aber, dass kommen sind. Merci, Louis. Alles an allem hun die Jungheit richtig Dammbruch gelos. Eng Jungfrau hat gefragt, ob es dann nicht möglich wäre, dass Politiker gefen mehr mit der Bevölkerung zusammen schaffen, am Platz, dass alles auf Murcht ausgerichtet wird. Ein Table Ronde, das sich auch für die Allhusen aus der Politik von Nutzen gewirkt wird. Und damit geht als Emission aus der Ackerbauschule zu Gilstre Woppen an. Nein, nicht gerade, es bleibt nach der Agenda. Ich aber so nicht schon mal Adi, bis an einem Mondnis. Der Sonntag, 22. Oktober, invitiert der Bayernverein Kanton Dickrich auf den nationalen Bayerndach an der Ackerbauschule zu Gilsdriff. Mit praktischen Atelieren will die Assoziation, die dieses Jahr 140 Jahre alt, ein besonders liebelichen und pragmatisches Programm bieten, wo sowohl die Al- wie auch die Neubayern-Sichter gespart gehen. Für den Aufschluss vom Dach ist eine Visitidee durch die Lycée geplant. Den selben Tag lief schon vom Moyes Sänger rund am Cinescala der 70. Festival National du Film d'Auteur. Den Dickrischer Filmtag von der Fédération Luxembourgeoise du Film d'Auteur an Zusammenarbeit mit dem Ciné Camera Club und am Kino von Dickrich weist Moyes Anometes Kurzfilme, die an verschiedene Kategorien ausgezeichnet gehen. Preisüberreichung also 17:15 Uhr. Den 29. Oktober kurz vor aller Helgen als nächstes Verkaufs auf den Sonntag zu Dickrich. Der freie Mantelsonntag als Lohan Hirstsonntag am Gedäft, soll dann noch nicht nominal luden, für sich neu anzukleiden. Bei gutem Wetter ist es durch ein Flott Gelegenheit nach Sonne auf den söllischen Terrassen an Dickrich zu genießen. Die Herz von der Frau trägt auch nicht wie das vom Mann, und dafür sollte es doch nicht selbisch behandelt gehen. Eine Tatsache, die lang ignoriert gouf. Zur Optimistinnen von Dickrich wollen auf die Thematik aufmerksam machen, mit einer Konferenz vom Herzchirurg Arnaud Charpentier, die den 16. November an der Privatschule Saint-Anne zu Ettelbreck geplant ist. Die Konferenz ist gratis und wird auf Lützeburgisch gehalten.